Heizgeräte sind heiß begehrt. Hamsterkäufe vor Einbruch des Winters. Habt ihr das auch gelesen? Ja, ich muss jetzt gerade mal schauen, ob ich habe ich echt genug Kerzen? Ach, was kommt denn da für ein verteuerte Mango? Das langt auch nicht weit. Ein Äpfel. Ein paar alte Schuhbändel. Soll ich auch machen? Soll ich machen? Mit was soll ich führen, wenn es kalt wird? Mit Schuhbändel? Ja. Ein Feuerstahl habe ich kennen, aber vielleicht, wenn es niemand merkt, könnt ihr ja nachher die schöne Kerze mucken. Nein, das darf man nicht. Gut, ja. Ja, aber was könnt ihr jetzt machen? Habt ihr manchmal auch Angst, dass es nicht langt? Hä? Eins ums andere? Aha, ja. Ich kann einen schlechten Kirchengemeinde in Röpfelbaum im Garten umsagen, damit ich Holz habe. Das wäre der Vorschlag von Jael. Aha. Ja, aber weißt, es geht mir nicht unbedingt ums Holz, es geht mir um die Angst. Haben ihr manchmal auch so Angst? Eigentlich nicht. Hey, so schön. Ich glaube, ich muss die mit ein bisschen graueren Haaren fragen. Haben die manchmal auch Angst? Wer ist so ehrlich? Da hat es einen. Ja, tatsächlich. So ein weiser alter Mann. Ja, er ist der Großvater. Du hast manchmal Angst. Was macht denn dir Angst? Nein, so, kannst du so global sagen. Ich hätte dir dann ein paar Sachen aufgeschrieben. Soll ich dir helfen? Also wenn ich Zeitung lese, kannst du dir sagen, ob es passt. Wenn ich Zeitung lese, dann lese ich Mangel. Und wenn ich noch Radio höre, dann lese ich oder höre ich von Versorgungsengpässen. Gehört auch dazu. Ist doch so ein neues, schönes Wort. Neuerdings im Fall auch bei den Futtermitteln, habe ich gelesen, einfach, dass du weißt. Und dann, was dann noch passiert, und wenn ich weiterlese, lese ich von Unsicherheit. Passt es ein bisschen in diese Richtung? Ja, das ist super. Weil ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ja, dann sind es schon sehr persönliche Sachen, die einem Angst machen. Aber irgendwo in dieser Währung, gell? Ja, also ganz ernsthaft. Und die Kinder haben offenbar keine Angst. Da haben wir ja auch einen Predigtext. Ich habe nicht recht gewusst, wie sie reagieren werden. Aber eben, wir sollen ja werden wie Kinder. Heute haben wir gerade das reale Beispiel gehabt. Aber wir Grossen, wir machen uns wirklich manchmal Sorgen. Und ich gebe es zu, ich fühle mich wirklich manchmal schwer beladen. All die Nachrichten von Krieg und eben da, der Kerzenverkauf floriert. Einfach, dass ihr es wisst. Habt ihr genug? Gut. Sonst, ich hätte dann die im Fall noch einfach so zum sagen, ah ja, genau, und sonst Kerzen ziehen. Und wisst ihr was? Wir haben dann übrigens noch 3 Säcke Wachs geschenkt bekommen als Heilsarmee. Wir können ganz viele Kerzen ziehen. Das ist also wahr. Eben, da muss ich ja gar nicht so Angst haben. He? Ja, aber eben, dann kommen all die Nachrichten, die sie lesen und hören. Und manchmal sogar noch, das ist, ich meine, wenn es der Bert 2 Tage später vor die Haustür leitet, ist es ja nicht mehr so aktuell. Aber, oh, jetzt habe ich es dort liegen lassen. So ein Gerätchen, zeig es mal, meins ist grün. Dann gibt es da so ein Gerätchen, da schalte ich das ein und denke, oh ja, die stille Zeit, ich ja grad, ich bin ja modern, oder? Oh nein, noch der falsche Pin. So. Google News. Habt ihr das auch auf dem Ding? Leset ihr das manchmal? Oder News heute oder irgendwie so etwas? Leset ihr das? Nein, die einen nicht, aber die anderen schon. Und nachher dann denke ich, nein, was denn da noch wieder alles ist? Hilfe. Und all die Sorgen,
kommen alle in meinen Rucksack und er wird immer schwerer. Aber eben mit der Zeit gewöhnt man sich ja daran. Und es kriecht so wie eine diffuse Angst in mein Leben hinein. Von Mangel, von Versorgungsengpässen und von Unsicherheit. Aber nicht, dass ihr mich falsch versteht. Also, liest weiter Zeitung und euch auch informieren. Das ist nicht das Problem. Aber was macht man mit dem, was so hinten reinschleicht? Und dann, wo habe ich es jetzt hier? Habe ich die letzte etwas erlebt? Was ist das? Ein Geschenk, etwas Goldiges. Ist echt das wertvoll, was da drin hat? Kommt darauf an, was drin ist. Katja, würdest du mir mal schauen, was es drin hat? Etwas ganz Abgeschabenes. Ist das wertvoll? Ja. Sicher? Wieso ist denn das wertvoll? Das ist da kaputt im Fall. Hast du gesehen? Oh, Achtung. Hilfe. Ja, das sollte man ein bisschen säuferlich behandeln, bitte. Ja, es ist abgeschabt und verbraucht, aber es ist sehr, sehr wertvoll. Und ihr wisst es ja, die mich kennen, ich bin ein bekennender Fan von Losungen. Und an diesem besagten Kerzentag, das ist wirklich wahr, hat es eine Losung drin gehabt, die mich mega fest berührt hat. Jetzt muss ich den roten vornehmen. Und die Losungen kann man im Fall auch gäbig da drauf tun. Dann muss man nicht zuerst News lesen, sondern kann es da lesen. Da ist gestanden, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Kraft, nicht mit aller Kraft, da kommt sie da unten, mit aller Freude zuerst und Frieden im Glauben. Dass ihr immer reicher werdet durch die Kraft, kann ich es denn gerade, des Heiligen Geistes. Habt ihr diesen Vers auch schon gelesen? Der steht, den habe nicht ich erfunden, den hat der Apostel Paulus erfunden oder ist inspiriert worden durch den Heiligen Geist, muss man ja sagen. Und wem hat er ihn geschrieben? Weiss das jemand von euch? Wir haben es besucht vor 2 Wochen. Die Gemeinde in Rom. Genau. Römer 15, 13. Und der Vers, den habe ich gelesen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das, wo habe ich es jetzt da? Ist mir zu einem echten Geschenk geworden. Zu einem riesen Geschenk. Und ich habe es tatsächlich, ich übe immer wieder meine Last, ganz bewusst, mit allen Sorgen für mich, für unsere Kinder, für unsere Gemeinde, mit allen News und Sachen, die die Welt beschäftigen, immer wieder ganz bewusst, wem herzulegen. Habt ihr eine Idee? Wem könnte ich es herlegen? Gott, genau, als Kreuz zu bringen, zu Jesus. Zu sagen, Jesus, es ist mir zu schwer, ich komme nicht raus, ich verstand nicht alles, ich bringe dir meine Sorgen. So, Jesus, bitte kümmere du dich um das. Und dann erlebe ich,
es heisst ja, sein Joch sei leicht und sanft. Das da ist nicht mehr wirklich viel drin. Da hat es jetzt keine Last drin, sondern da sind all die Zusagen vom Wort Gottes, die gelten in meinem Leben. Es ist ein Vers, den ich schon ganz lange kenne, der Vers aus dem Römerbrief. Und es ist wie ein Gegenmittel zu all diesen Sorgen, Mangel, Versorgungsengpässe, Unsicherheit. Das alles können wir dem entgegensetzen. Hoffnung. Und dann haben wir Frieden im Glauben. Auch bei Engpässen. Und wenn es unsicher ist, dürfen wir trotzdem Gottes Freude erleben, wo höher ist, wie es heisst, auch beim Frieden, als unsere Vernunft. Und was so wichtig ist, in dem Vers, in dem Römervers oder Römerbrief, tut der Paulus vordran erklären, ich muss nicht getrieben sein von meinen Ängsten, ich muss nicht hoffnungslos durchs Leben, sondern der Heilsplan von A bis Z, der gilt. Hat Gott die Welt in seinen Händen? Ja, ganz sicher. Sehr gut. Und wie ist denn das mit jedem einzelnen Leben? Dich und mich, Sandro, auch. Uns zwei. Hey, so genial. Das ist doch ein riesiges Geschenk. Und wir dürfen wissen, dass Gott die ganze Welt in der Hand hat. Er wird die Weltgeschichte zum Guten enden. Und wenn wir Jesus in unserem Herz haben, dürfen wir durch die Auferstehungskraft eben wissen, wie wir es gesungen haben, wir dürfen ewiges Leben haben. Das ist Gewissheit. Und auch Gewissheit, jetzt habe ich es abgeleitet, aber da die Zeitung für die Welt steht die. Die Welt hat nicht auf alles eine Antwort. Ein Haufen Sorgen und Nöte. Keine Option. Eine Charmoffensive muss man da starten. Oder was ist da das Problem? Leben in der Halle ist für Flüchtlinge. All diese Probleme hat die Welt immer nur begrenzte Antworten. Aber Gott, er hat den Heilsplan. Es gibt eine neue Erde und einen neuen Himmel. Das dürfen wir wissen durch Jesus. Und so dürfen wir wissen, dass wir keine Angst haben müssen. Diese Perspektive, die gibt Gelassenheit und Hoffnung. Und das durch den Heiligen Geist. Er schenkt es. Weil nämlich der Vers, der hat mein Herz mitten hinein getroffen, nicht mein Kopf, sondern durch den Heiligen Geist mein Herz. Und der Paulus hat die Gemeinde in Rom daran erinnert, dass das Heil allen Menschen gilt. Den Heiden wie den Juden. Also auch dir und mir. Und das wollen wir hochhalten in Jesu Namen. Es ist ein Geschenk zu wissen, dass Gott alles in der Hand hat und dass wir Hoffnung haben dürfen. Und das ist eine Zusage und ein Segen. Und mit dieser Zusage und dem Segen möchte ich euch auch segnen, der Gott der Hoffnung erfülle euch und uns mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir müssen es nicht selber machen, sondern Gottes Geist schenkt es uns. Amen.